Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Crew, dem Need for Speed von Ubisoft, so quasi dem neuen Rennspiel, das gerade in der Beta-Phase ist, und wir rasen hier gerade in Chicago rum. Aber ich habe schon wieder ein neues Ziel gesetzt, wie ihr seht, und wo es jetzt hingeht, das bleibt noch eine Überraschung. Ist zwar eigentlich anzunehmen, dass das unser nächstes Ziel ist, weil, ja, es ist die nächste Stadt. Oh, ich will das nicht. Nein, nein, das will ich nicht. Ich will das nicht. Ich will einfach ganz normal dem GPS folgen eigentlich. Sonst sind ja die ganz okay, da diese Mini-Mission. Wow, okay. Zählt jetzt hier die gefahrene Distanz oder wie? ...1,18 Kilometer. Okay. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hatte, aber ja. Ist manchmal noch geil, diese kleinen Missionen. So, wir gehen jetzt wieder auf die Autobahn oder Richtung... es geht auf die Autobahn, weil das natürlich der schnellste Weg ist. Und ich glaube, das ist dann auch die letzte Destination. Ich würde noch gerne noch eine andere zwei Städte suchen, aber ja, Verkehr hier auf der Straße ist ja unglaublich. Aber schön, dass die da so weit auseinanderfahren. Kann man schön dazwischen durchfahren, blocken, solange keiner plötzlich rausschießt. Hoppla. Die Route 80 ist das. Gut, wir dürfen. Ja, das stimmt, dass das Auto, das repariert sich von alleine wieder, wie man sieht. Muss ich jetzt vom Radius abhauen oder wie? Oh. Na toll. Ja, ja. Immer wieder so Minispiele übrigens hier in diesem Spiel. Macht noch Spaß. Ab und zu ist es Slalomfahren, und das war jetzt gerade ein Fluchtmanöver quasi, was ein bisschen misslungen ist, aber ja, das gab es bisher noch. Durchschnittsgeschwindigkeit, glaube ich, war das letzte Spielchen. Jo. So, jetzt kommen wir wieder an Detroit vorbei, wo wir unsere Reise gestartet haben. Aber diese Stadt interessiert uns im Moment nicht. Oh. Sollte ein bisschen mehr auf die Straße achten. So, wo ist Detroit? Da oder da? Ja, ich weiß nicht mehr. Irgendwo in der Nähe. Aber wir rasen jetzt hier weiter. Ja. Feedback zu diesem Spiel habe ich schon x-mal gesagt. Es ist ein hammergeiles Spiel, das jetzt schon in der Beta-Phase. Need for Speed World ist hier nichts dagegen. Klar, das Spiel, das wird auch kosten. Das kostet auch was. Aber im Gegensatz zu Need for Speed World zahlst du vielleicht einmal etwas. Und dann hast du's. Und bei World, da gibt es so viel, was du im Nachhinein da noch kaufen sollst und machen sollst. Ja. So, hier auch schon wieder so ein Minispiel. Oh. Ist ja unmöglich, hier alles zu treffen. Oh, Kühe, schon wieder Kühe. Oh, shit. So, hab ich meinen. So, Bronze, sehr gut. Immerhin. Und Level 10 Teil, das wir nicht einbauen können. Ja, nach Hause schicken natürlich. Ach, das ist ganz geil, dass man das alles machen kann, während man fährt. Dass nicht das Spiel irgendwie unterbricht oder so.
Das ist gut gemacht. So, es ist nicht mehr allzu weit. Ich weiß, die Kilometeranzeige unten rechts, die stimmt gar nicht. Das haben wir bei Chicago schon bemerkt. Dass da irgendwas falsch läuft. Naja, ist egal. Wir sehen ja dann, wenn wir da sind. Denke ich, das wird man schon sehr früh sehen. Hoppla. Platz da, ich komme. Eine Hupe hat es nicht in diesem Spiel. Naja, braucht sie nicht im Autorennspiel. Jung. Voll Power, ich drücke voll durch natürlich. Schneller geht nicht mehr. Doch, geht doch. So, schneller geht jetzt wirklich nicht mehr. Knapp fast 300 Stundenkilometer mit dem Ford Mustang, den wir uns hier so schön gemacht haben. Oh, da wäre wieder eine Chance gewesen. Ja, okay. Das ist so knapp vorne, das sieht man gar nicht. Ich werde bestimmt sehr weit geflogen mit diesem Tempo. Könnte ich mir vorstellen. Der wechselt auch schon wieder die Spur. Dann, wenn ich komme, wechseln die Spur. Wie doof sind die? Oh oh. Ups. Alles gut, alles gut, alles gut. Ah, jetzt ist die Zahl wieder gesunken. Jetzt steht wieder 18 Kilometer. So, was kommt jetzt? Aha, wieder durch die Gates fahren. Vielleicht ist man ein bisschen einfacher. Es werden immer schmaler, ja geil. Oh. Oh shit, man muss da so genau durch. Bei der Steuerung. 3, 2, 1, wow. Gut, immerhin Bronze. Und ein Teil, was wir nicht einbauen können. Wieder nach Hause schicken natürlich. Gut. So wird es eigentlich einem nie langweilig hier auf der Fahrt. So, wir dürfen die Autobahn schon verlassen. Das heißt, wir kommen langsam näher unserem Ziel. Zuerst hier durch einen Wald. Da wieder Polizei vor uns übrigens. So, ich freue mich auf die Stadt. Ja, klar, da kommt wieder einfach einer rechts durch, oder? Ah, wieder eine Mission. Zack. Was kommt jetzt? Nichts. Okay, diesmal hat nichts funktioniert hier. Okay, egal. Das ist echt riesig. Klar ist es nicht Echtzeit hier, die Zeiten zwischen den großen Städten. Aber es ist trotzdem extrem lang und groß. Dieses Gebiet ist nicht so, dass es überall gleich aussieht. Nein, da hat man drauf geachtet, auf Häuser, auf diese Stromdingens, Autobahn, alles, Tankstellen. Das ist krass. Ich meine, die Welten in Need for Speed sind nicht gerade groß. Oh, das ist ein anderer Spieler, oder was? Das muss ein anderer Spieler sein. Ja, ich find's richtig geil gemacht hier. Oh. So, sind wir bald da? Oh, der auch wieder. Wenn ich rechts komme, dann ziehen die einfach rechts. Kommt er auch noch? Nö. So, jetzt sind wir, glaube ich, da. Das da hinten müsste die Stadt sein. Wow, wow. Okay, den habe ich nicht mehr gesehen. Ja.
Ja, der Wagen, er repariert sich schon wieder. Hoffe ich doch. So, diese Brücke, die kennt man ja auch schon hier. Schön. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, in New York. Der Liberty City. Und das in Need for Speed Tech Shoe. Hier rasch schauen, wo wir jetzt in die Stadt reingefahren sind. Ja, ich habe den Autohändler einfach mal markiert, damit ich ein Ziel habe. Ah, das ist so doof hier manchmal, echt mit dem Zoom. So, wir sind jetzt hier über diese Brücke gekommen. Das ist ein Tunnel da. So, jetzt mal sehen, ob wir das Empire State Building und so finden. Ah, da drüben ist es. Ja, dann gehen wir doch mal dahin. Uah. So, gib mal Gummi hier. Oh. Ja, klar passe ich da durch. So. Schön. Auch hier wieder mit Liebe, mit das ist ganz schön gemacht hier, bestimmt. Wir haben noch nicht viel gesehen, aber ich denke, die Häuser, die sind alle, die sehen doch toll aus. Ich mich immer wunder, wie die damit, was für Tools die diese Städte erbauen, ob die mit Karten arbeiten oder mit 3D-Karten, was auch immer. So, wir sind relativ nahe an den Gebäuden, man sieht sie fast nicht. Sag mal, gibt es hier auch den Central Park? Ja, da ist der Central Park. Komm, wow, den schauen wir uns rasch an. Das liegt drin. Falscher Weg, ist mir egal. Ich will jetzt zum Central Park. Oh, das ist ja Einbahn. Ups. Nochmal schnell kontrollieren. Nein! Alter, wo ist denn jetzt? So, nachher dann links, ne? Oh. Ja, da zu diesem Kreisel. Dann sind wir da. Und da ist er auch schon, der Central Park. Ah, da können wir rein, okay. Das erinnert mich jetzt ein bisschen dafür an GTA 4, ne? Das ist eigentlich schon schön da, dass man da diese Spiele in einem anderen Spiel immer wieder findet. Boah. So, jetzt fahren wir noch schnell dahin. Und dann wollen wir mal sehen. So, hierin. Wegpunkt setzen. So, jetzt hat es funktioniert. Nein, nein, das ist nicht der falsche Weg. Das ist völlig richtig. Oh. Gut, gegen den Stein kann ich leider nichts ausrichten. Allgemein krass, wie schlecht dass sich das Auto fährt auf Wiese, aber ist natürlich auch so gewollt, ne? Für das muss man ja dann die Spezialkits anbauen. Wow, wow, wow. Ah, shit.
So, hier wollte ich hin. Und mal sehen, wie sich das Ganze aussieht da. Ja gut, man sieht jetzt nicht so viel. Ja, ja. Aber man sieht, wir sind in New York. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht, mal sehen. Wahrscheinlich eher nicht. Ich weiß nicht, wann es weitergeht. Wir sehen es dann in der nächsten Beta-Phase wahrscheinlich. Ja, bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Tschüss.